Jean-Henri Dunant, der Gründer vom Roten Kreuz. Der Jean-Henri Dunant hat sich dafür eingesetzt, dass Verwundete in Kriegsschlachten besser versorgt worden sind. Als Gründer vom Roten Kreuz und dem CVJM, dem Christlichen Verein für junge Menschen, hat er sogar den Nobelpreis bekommen. Sein eigenes Schicksal hat es jedoch nicht immer gut mit ihm gemeint. In Genf, einem späteren Sitz vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, wird Jean-Henri Dunant am 8. Mai 1828 als Sohn von einem Kaufmann geboren. Von Anfang an sozial engagiert, ist er 1846 der Gesellschaft für Almosenspenden zu Genf beitreten. Ein Jahr später hat er auf dem elterlichen Landgut die sogenannte Donnerstag-Vereinigung gegründet. Junge Menschen treffen sich für Bibelstudien. Sie besuchen Hungernde und Kranke, helfen Alten und halten Vorlesungen in Gefängnis. Wegen schlechter Noten hat er 1852 das Gymnasium frühzeitig verlassen und hat in Genf eine Banklehre angefangen. Noch im gleichen Jahr gründet er als 24-Jähriger den Christlichen Verein von jungen Männern, heute ist da der Christliche Verein von jungen Menschen. 1853 wird er zum Interimsdirektor der Gesellschaft der Kolonien von Sétif. Er reist in den folgenden Jahren zweimal auf Algerien und fängt an, in der Schweiz aktiv für Kolonisten zu werben. 1856 gründet er gemeinsam mit einem Kollegen eine Kolonialgesellschaft und kommt eine Landkonzession zu Algerien über. Er wird in den Bau von Müllen investieren. Zu dem Zweck gründet er eine Finanz- und Aktiengesellschaft. 1858 benötigt er lediglich noch Ländereien, wo das Getreide für die Müllen liefern soll. Doch die Geschäfte geraten ins Stocken. Die kolonialen Behörden leisten Widerstand. Der Geschäftsmann Dunant hat die Idee, kurzerhand mit dem zuständigen Kaiser zu reden, um seine Geschäfte ins Laufen zu bringen. 1859 macht sich der Handelsmann zu einer Besprechung mit dem französischen Kaiser, Napoleon III. Auf. Der Kaiser schenkt dem Kaufmann kein Gehör, weil er kämpft gerade mit seinem Heer und den Italienern gegen die Österreicher. Die entscheidende Schlacht ist am Abend vom 28. Juni 1859 Solferino, südlich vom Gardasee. Der Napoleon III. Ist als Sieger hervorgegangen, doch 40.000 Soldaten haben den Sieg mit dem Leben gezahlt. Unzählige Verletzte sind auf dem Schlachtfeld zurückgeblieben. Die Einwohner der nächstgelegenen Stadt Castiglione versorgen die Verwundeten von beiden Fronten, so gut sie können. Ein Ruf macht die Ronde. Siamo tutti fratelli. Wir sind alle Brüder. Der Dunant sieht das Elend, packt mit an und bleibt, um die Verwundeten zu versorgen. Ein Jahr später schreibt er sein Buch «Erinnerung an Solferino». Darin berichtet er eindringlich von den Gräueln vom Krieg. Das Buch druckt er auf eigene Kosten und schickt es an einflussreiche Persönlichkeiten in ganz Europa. Sein Appell für eine bessere Versorgung und den neutralen Schutz von Verwundeten in bewaffneten Konflikten trifft auf eine breite Zustimmung. Sein Erlebnisbericht spiegelt die Erfahrungen und Gedanken von vielen Militärs wider und rüttelt in zahlreichen europäischen Ländern Politiker, Militärs und Mediziner auf. 1863 stellte Dunant seine Idee bei der gemeinnützigen Gesellschaft von Genf vor. Die setzt ein 5-köpfiges Komitee ein, das prüfen soll, wie die Idee von Dunant umgesetzt werden. Er wird Sekretär von dem Komitee, wo erstmals am 17. Februar 1863 tagt. Das Treffen gilt als Gründungsdatum vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Der Dunant reist durch ganz Europa und wirbt in der Öffentlichkeit und bei zahlreichen Regenten für seine Idee mit Erfolg. Seine Vorstellungen stoßen auf Zustimmung. Im Oktober 1863 treffen sich erstmals Delegierte aus 16 Ländern und fassen bei einer Konferenz die grundlegenden Beschlüsse. Bereits im März 1864
wird die Rotkreuzarmbinde im Deutsch-Dänischen Krieg zum ersten Mal verwendet. Am 22. August 1864 wird das erste Genfer Abkommen von 12 Staaten unterzeichnet. In den folgenden Jahren wächst dem Dunant seine Idee, doch seine Geschäfte geraten ins Stocken. Seine Mühlengesellschaft ist stark angeschlagen. 1867, auf dem Höhepunkt von seinem Ansehen, erleidet er seinen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Er verliert sein gesamtes Vermögen, seine Familie und Freunde verlieren ihre Investitionen in die Aktiengesellschaft. Im noblen Genf ist der Dunant geächtet. Er verlässt noch im gleichen Jahr seine Heimatstadt und wird sie zu Lebzeiten nochmal mehr betreten. Für das IKRK ist er untragbar geworden. Als Sekretär vom Komitee muss er zurücktreten. Er siedelt auf Paris über. Dort lebt er in ärmlichen Verhältnissen und verdient seinen Lebensunterhalt als Journalist. Im August 1868 wird der Dunant durch ein Genfer Zivilgericht wegen Bankrott verurteilt. In den folgenden 4 Jahren reist er weiterhin viel durch Europa und wirbt seine Idee von einer allgemeinen Fürsorgegesellschaft. Im September 1872 bricht er von Hunger während einem Vortrag zusammen. Er verarmt und übernachtet unter Brücken und in Bahnhöfen. 1876 nimmt ihn der Pfarrer Ernst Wagner in seinem Haus in Stuttgart auf. Er verschwindet von der Bildfläche der Öffentlichkeit und wird für tot gehalten. 1881 bis 1884 hält er sich zum ersten Mal zu Heden in der Schweiz auf. Nachdem der Stuttgarter Pfarrer gestorben ist, muss der Dunant seine Unterkunft verlassen. Nach einem 9. Aufenthalt in Paris und in London lässt er sich im Appenzellendorf Heden nieder und lebt in ärmlichen Verhältnissen. Seine Familie setzt für ihn eine kleine Rente aus. Die langt gerade für ein Zimmer im dortigen Armenhospital. Lediglich ein Dorfschullehrer kümmert sich um ihn. 1895 wird jedoch die Weltpresse erneut auf den Dunant aufmerksam. Der Gründer vom Roten Kreuz lebt, heisst es in den Zeitungen. Ein Briefwechsel mit der Bertha von Suttner fängt an und er wird durch den Papst Leo XIII. Geehrt. Weitere Ehrungen und Auszeichnungen häufen sich. Am 10. Dezember 1901 können Jean-Henri Dunant und Frédéric Passy den ersten Friedensnobelpreis über. Nichts von dem Geld verwendet der Dunant für sich. Er wohnt weiterhin in seinem Zimmer im Armenhospital. Am 30. Oktober 1910 stirbt er mit 82. Seine letzten Worte sind: Ich wünsche, das Grab tragen zu werden wie ein Hund, ohne eine einzige von euren Zeremonien, die ich nicht anerkenne. Ich rechne auf eure Güte zuversichtlich, über meinen letzten irdischen Wunsch zu wachen. Ich zähle auf eure Freundschaft, dass es so passiere. Ich bin ein Jünger Christi wie im 1. Jahrhundert und sonst nichts. Am 2. November 1910 wird Jean-Henri Dunant auf dem Friedhof Silfeld in Zürich beerdigt.